Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der Bundesliga-Spiel-Niederlage gegen den SV Werder Bremen. Ich bin sehr gespannt, was der Tuchel so zu erzählen hat. Schauen wir mal. Rein geht's in den Bums. Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen unseren Gästen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Ich darf die beiden Trainer Ole Werner und Thomas Tuchel begrüßen und wie gewohnt zunächst das jeweilige Statement einfordern wollen oder darum bitten wollen. Ole, bitte. Einfordern. Ja, vielen Dank. Hallo von mir. Wir freuen uns natürlich sehr über diesen Sieg, den man sicherlich vor der Saison so nicht unbedingt einplant. Nicht? Ja, man hat Werder Bremen auch noch eingeplant. Trotzdem muss man sich das immer zutrauen. Das haben wir auch so besprochen. Das ist vollkommen richtig. Dass wir hier in erster Linie natürlich sehr, sehr gut verteidigen müssen, gemeinsam verteidigen müssen, eine klare Idee haben, aber die vor allem auch mit Leben füllen müssen, was Zweikampfverhalten angeht, was gegenseitige Unterstützung angeht. Ich glaube, das haben wir insgesamt von den Stürmern angefangen bis zum Torwart heute alle so auf den Platz gebracht. Und darüber hinaus war uns auch klar, dass wir die Umschaltmomente, die wir haben, gut ausspielen müssen. Ich glaube, auch das haben wir insgesamt getan, dass wir auch. Naja, die hatten schon in der ersten Halbzeit die eine oder andere Umschaltmöglichkeit, die man noch viel, viel besser hätte ausspielen können. Also da haben wir halt auch schon Glück gehabt, muss man fairerweise sagen, dass da auch so ein bisschen bei Bremen nicht so der Knipser da ist und die Qualität so ein bisschen fehlt. Auch mal eine Phase haben oder brauchen, in der wir irgendwo den Rhythmus der Bayern auch mal unterbrechen. Nicht nur in der Art und Weise, wie wir verteidigen, sondern auch im Ballbesitz. Auch das ist uns in kurzen Phasen gelungen. Das hätten wir vielleicht sogar hier und da noch etwas häufiger gern gehabt. Aber unterm Strich ist das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Leistung der Mannschaft, die Leistung der Spieler war heute außergewöhnlich gut. Und deshalb freuen wir uns sehr über diesen Sieg. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Die Leistung als Mannschaft, so, das ist wieder so ein Thema, was uns schon abgegangen ist. Schön, Thomas, bitte. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Unterm Strich ein verdienter Sieg. Thomas, wir sind mal wieder einer Meinung. Läuft ja bei uns beiden. Wir 70 Minuten nicht wie eine Mannschaft gespielt haben, die was. Ich werde gleich wahnsinnig, Leute. Die einen Sieg erzwingen will, die um die Meisterschaft spielt, die eine Antwort geben will. Wir haben das Ganz genau. Aber auch nach den 70 Minuten nicht mehr, abgesehen vom Tell. Ja, auch danach ist das Spiel einfach weiter dahin geplätschert. 20 Minuten getan. Ist natürlich viel zu wenig. Und deshalb. Ja, gut. Lieber hatte ein, zwei Dinger dann. King war sowieso bemüht, war er sonst auch, aber es war einfach durch die Umstellung auf die andere Seite war es ein bisschen besser aus meinen Augen und da muss sich Tuchel halt auch einfach mal den Vorwurf gefallen lassen, das hätte er schon vorher umstellen können. Schon viel früher, ja. Ich meine, man muss sich das nicht 65 Minuten angucken, er sagt ja, oder 70 Minuten, er sagt ja gerade selber, wir haben 70 Minuten nicht gespielt, als wollen wir das Spiel gewinnen, als geht es um die deutsche Meisterschaft. So, warum sitze ich dann als Trainer draußen und gucke mir das 70 Minuten an? So, das gucke ich mir maximal eine halbe Stunde an und dann knallt's, Alter. So, dann werden Umstellungen gemacht. Zur Not mache ich dann auch mal einen Wechsel als Zeichen, als Statement, dass hier mit solchen Leistungen das nicht geht. Und Punkt. Ja, er sagt selber, warum guckt man sich das 70 Minuten an? Das verstehe ich halt nicht. Oder 65 Minuten. Geht der Sieg in Ordnung? Wir haben in der ersten Halbzeit bereits viel zu viel Kontermöglichkeiten zugelassen, viel zu viel Räume zugelassen. Ja. Sowohl in der Struktur waren wir schlampig, als auch im Verhalten in der Struktur, im defensiven Zweikampfverhalten. Und das. Wahrscheinlich hat er deswegen auch einen Kimmich ausgewechselt, kann ich mir vorstellen. Wo ich einen Kimmich jetzt nicht so schlecht fand. Glückwunsch an Werder Bremen, das ist natürlich ein. Aber so, um das nochmal klar zu sagen, so sieht das halt einfach auch aus, wenn der Kimmich der einzigste Sechser ist. Ja, weil Guerrero ist wieder nur vorne rumgedümpelt. Das war keine Doppel-6 oder Doppel-8 oder sowas. Es war Kimmich als alleiniger Sechser. Und dann sieht das bei Umschaltmomenten so aus, wie es aussieht. Ja, da kann man Kimmich noch nicht mehr zum Vorwurf machen. Und er war ja sogar eigentlich größtenteils auf der Posi. Großer Dämpfer für uns. Dankeschön. Dann zu Ihren Fragen bitte. Hier auf der rechten Seite Hanna Reif für Merkur und TZ. Ja, bitte Sie. Sie haben vor dem Spieltag immer betont, man hat die Meisterschaft noch in der eigenen Hand. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ist es Ihnen sowieso viel zu früh, um über eine Meisterschaft zu reden, oder ist das jetzt heute für die Köpfe noch? Nein, na klar ist das viel zu früh.
Wenn er Eier hat, sagt er mal, was Phase ist und dass es nicht zu früh ist. Ja. So, wir sind 4 Punkte hinter, wenn wir das Spiel gewinnen. Aktuell sind wir 7 Punkte dahinter. Wir müssen noch spielen am Mittwoch. So ein Gamechanger obendrauf ab jetzt. Es ist noch sehr früh. Wir haben noch nicht mal gegen Union Berlin gespielt. Wir haben noch nicht mal unsere Hinrunde beendet. Deshalb ist es viel zu früh und es ist auch völlig unerheblich, über die Meisterschaft zu reden, weil es nur Worte oder drüber nach. Ja, Leute, machen wir uns jetzt nichts vor. Gewinnen wir gegen Union Berlin nicht, ist der Zug so gut wie abgefahren. Ja, Leverkusen spielt super konstant. Ich habe auch da gegen viele Widerstimmen gesprochen. Ja, natürlich, man sieht's ja, sind die Spiele ein bisschen wilder, ein bisschen knapper für Leverkusen, weil halt viel Personal weg ist. Trotzdem gewinnen sie die Spiele. Ja. Und Leipzig ist ja jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die du mal eben so schlägst, gerade in Leipzig. Also von daher, sollten wir gegen Union nicht gewinnen, Alter, dann sind wir 6 Punkte dahinter. Also, das ist dann schon hart aufzuholen. Na klar ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Wir spielen dann immer noch 17 Spiele oder was. Das ist schon klar. Aber wenn wir gucken, welchen Fußball wir spielen und welchen Fußball Leverkusen spielt, dann muss man einfach sagen, da muss man realist genug sein und sagen, der Zug ist dann abgefahren. Punkt. Na? Weil wir spielen halt, man sieht's ja, wir spielen ja nicht konstant guten Fußball, dass man sagt, wir gewinnen diese Spiele. Das ist ja eher in jedem Spiel graus. Du musst hoffen, dass irgendein Spieler da vorne Bock hat und einen guten Tag hat und durch die Einzelaktion dieses Spiel entscheidet. So, das ist doch unser großes Problem schon die ganze Saison. Nachzudenken, muss einfach ins Handeln kommen. Das sind wir definitiv nicht. Und deshalb haben wir heute 3 Punkte liegen lassen, haben am Mittwoch die Möglichkeit, es besser zu machen und müssen es auch besser. Ja, dadurch kriegst du die 3 Punkte aber von heute auch nicht wieder. Dann auf der linken Seite Georg Holzner für den Kicker. Hallo Tuchel, ich grüße Sie. Wie können Sie sich das, was heute da passiert ist, wie Sie ja selbst sagen, über 70 Minuten, wie können Sie sich das... Nochmal, ich verstehe es nicht. Er setzt sich da hin und sagt, wir haben über 70 Minuten nicht so gespielt, als wollen wir, geht's um die deutsche Meisterschaft und wir wollen das Spiel gewinnen. Wenn ich das doch sehe, Alter, dann muss ich da jetzt... Sag mal nicht die 30. Das wäre bei mir so, ich bin halt kein Bundesliga-Trainer, ich bin halt einfach irgendein Idiot, der da sitzt und Zeug von sich gibt. Aber da muss ich doch als Bundesliga-Trainer des FC Bayern München in der Halbzeit mal sagen, Leute, so geht das nicht weiter. Da stellen wir um, dich nehmen wir raus, Feuer, ich will jetzt Feuer sehen, zweite Halbzeit, bam. Nein, dann gucke ich mir das Gegurke noch 20 Minuten an, oder was? Das erklären, dass manche Spieler einfach weit weg davon sind, von ihrem Leistungsmaximum. Wenn man ja, alle. Alle. Durchweg alle. Seitdem der Tuchel Trainer ist, wohlgemerkt, ja. Ausnahme Leroy Sané, Harry Kane, der ist noch nicht so lange da. Ansonsten ist nicht ein Spieler, ja, Opa nehmen wir auch noch raus. Ansonsten sehe ich nicht einen Spieler, wo man sagt, der ist nur in der Nähe seines Leistungsniveaus, was möglich ist. Man ja schon auch öfter hört, dass das Training ja eigentlich ganz gut sein soll oder eigentlich schon dem Anspruch genügt und dass dann zeitweise solche Auftritte am Ende rauskommen. Ja, das kann ich erstmal nicht erklären, das kann ich Ihnen nur schildern. Ich werde auch damit aufhören, weil es natürlich keinen Sinn ergibt, was ich da erzähle. Ihre Kollegen, Sie waren ja selber dabei im Trainingslager, Sie sehen ja die Qualität selber. Ich mache den Job lang genug, um zu beurteilen, glaube ich, wann das Training auf dem Niveau ist, auf dem wir das haben wollen. Das ist seit vielen Wochen wirklich der Fall. Deshalb möchte ich eigentlich der Mannschaft das auch, sie auch öffentlich und möchte es nicht. Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema. Ist ja super, dass das Training top ist. Das Spiel ist grottig. So. Ja, auch da immer diese Argumente von manchen so, ja, du kannst ja nicht einen Tell bringen, du siehst ja das Training gar nicht und wenn die alle super trainieren. Ja. Was bringt dir das, wenn du im Training der Weltmeister bist und in den Spielen halt grottig bist? Bringt dir nichts. Ja, also, und wenn im Training alles so super ist, dann muss man jetzt trotzdem mal reagieren. Ich meine, wir gucken uns die grottigen Fußballkicks seit 20 Spielen an. Du kannst doch die letzte Saison noch mit dazu nehmen. Ja, dann sind wir bei 30, 40, 50 Spielen, wo wir uns diesen Grottenfußball angucken. Immer mal mit 10% Ausnahme an Spielen. Ja.
Und dann können die Spieler ja im Training noch so gut performen. Wenn sie im Spiel nicht performen, muss ich halt dem nächsten Spiel mal jemand anders aufstellen. Auch wenn der Spieler danach im Training wieder 110% gibt. Was bringt mir das, wenn der Spieler im Training 110% gibt und im Spiel abtaucht? Gar nichts. Nicht hinterm Zaun halten, sondern möchte das auch öffentlich sie in Schutz nehmen auch ein bisschen und das so schildern, weil das absolut top ist. Aber das bringt ja nichts. Also für Bayern München spielst und es ist am Sonntag ein Spiel, dann musst du nicht am Montag, Dienstag und Mittwoch top sein, sondern muss auch. Wow. Tuchel, was ist los heute? Sind wir heute wieder so oder was? Wenn du jetzt mal noch danach handeln würdest, was du an Worte von dir gibst, Alter, dann kommen wir auf einen Nenner. Muss auch am Sonntag und vor allem am Sonntag top sein. Ja, und genau. Das waren. Dann sollte man mal die Spieler langsam austauschen, oder? Sollte man vielleicht mal andere Spieler aufstellen, wo das vielleicht dann der Fall ist? Mit Sicherheit nicht. Und da hinken wir unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Wir sind da gemeinsam im Boot und müssen eine Lösung finden, die ich jetzt im Moment, so kurz nach dem Spiel, nicht habe. Toll. Weißt du, das Problem ist ja nicht erst seit jetzt da. Nehmen das Frankfurt-Spiel. Wieso? Da haben wir 10 Tage super trainiert. Da hätte man jetzt ja einen Lernprozess haben müssen. Aber anscheinend ist der ja nicht existent bei uns. Aber klar, wir werden das mit der Mannschaft besprechen, aufarbeiten und versuchen, am Mittwoch besser zu machen. Ja. David Fehrhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel. Vor ein paar Wochen habe ich Sie mal gefragt nach der Entwicklung und den Glanzpunkten. Da haben Sie... Die Entwicklung ist nicht zu sehen, Alter. Punkt. Sehr gut geantwortet und haben gesagt, die Ergebnisse glänzen. Ist Ihnen jetzt... Ja, die Ergebnisse fliegen dir in der Rückrunde um die Ohren, Alter. Habe ich schon in der Spielanalyse gesagt. Du wirst nicht normal das Glück haben, dass du in der Rückrunde dieselben Spiele gewinnst, die in der Hinrunde grottig waren. Also, du wirst nicht immer das Glück haben, dass ein Harry Kane oder Leroy Sané durch eine Einzelaktion oder ein Jamal das Spiel macht. Angst und Bange, wenn das nicht... Weil das ist immer noch ein Mannschaftssport und nicht ein Sport, wo man darauf hofft, dass irgendein Spieler durch eine Einzelaktion das Spiel entscheidet. Das geht halt auf Dauer nicht gut. Punkt. Mir der Fall ist, wenn also nicht die Ergebnisse stimmen? Mir ist nicht Angst und Bange, es ist immer noch Fußball und Naja, aber wir müssen uns auch nichts vormachen mit den Leistungen. Lazio Rom wird ja auch nicht blind sein. Ich weiß nicht, was die für einen Fußball spielen. Ob das auch eher so eine Kontermannschaft ist oder was, weiß ich nicht. Wenn das so ist, dann wird das ein hartes Ding werden, Alter. Ich bin sehr gespannt. Und die schönste Nebensache der Welt, aber deshalb ist mir nicht Angst und Bange, aber es ist heute leider eine logische Konsequenz aus unserem Spiel und das ist einfach ungenügend. Das muss man so sagen. Ja, aber die logische Konsequenz ist doch schon die ganze Hinrunde in den Spielen da gewesen. Das kann niemals unser Anspruch sein, weder meiner noch der von uns gemeinsam als Team, so ein Spiel anzugehen, so eine Halbzeit zu spielen, so aus der Halbzeit rauszukommen und dann nach 70 Minuten zu versuchen, den Schalter umzulegen. Das geht gegen jedes Gesetz von Leistungsentwicklung und von Leistungssport. So funktioniert es definitiv. Aber endlich mal klare Worte. Ne? Und nicht mal schützend vor die Mannschaft gestellt, weil der Zug ist jetzt auch langsam abgefahren, Alter. Definitiv nicht und deshalb, ich weiß nicht, ob wir jetzt das nochmal als Beweis gebraucht haben, dass auch mal ein Ergebnis ausbleibt. Was wolltest du da noch als Beweis haben? Das Frankfurt-Spiel ist jetzt noch nicht so lange her, Alter. Oder das Aus im Pokal sollte man ja auch nicht vergessen. Ja, was willst du noch als Beweis haben? Du brauchst einen Beweis, dass wenn du nicht 100% gibst, dass es nicht reicht, oder was? Also dann wird's traurig, Leute, weil dann brauchen wir in 4 Spielen, wenn wir jetzt 4 Spiele wieder performen, brauchen wir dann in 4 Spielen beim 5. Spiel wieder den Beweis, dass es nicht reicht, oder was? Dass wir das vielleicht glauben oder wirklich nochmal erleben müssen oder fühlen müssen. Aber das war heute ein verdienter Sieg für Werder Bremen und das tut natürlich doppelt weh. Es reicht ja normalerweise so schon, ein Heimspiel zu verlieren mit Bayern, aber verdient zu verlieren auf diese Art und Weise ist, damit kann ich sehr, sehr schlecht leben. Links oben Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, man konnte gestern bei Leverkusen sehen, was man mit Ecken alles anstellen kann. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Ich habe nichts gesehen, leider Gottes. Aber ja, unsere ersten 4 Ecken waren grottig und danach aber dann haben wir sie wenigstens mal reingespielt. Also. Heute Ihre Mannschaft hat vor der Pause die Ecke immer in derselben Form ausgeführt. Ja, einmal landete der Ball dabei, dann im anderen Seitenhaus.
War das nur eine schlechte Ausführung oder was war die Idee dahinter? Es war so gewollt, dass wir uns ausschließen. Geil. Thomas, jetzt sei mal nicht so pissig. Es ging darum, ob du die Ecke so ausführst und den Ball immer auf die Grundlinie, also auf die Mittellinie wieder zurückspielt. Dass das nicht so gewollt war mit dem Aus. Eieiei. Aber erklären Sie, der Ball ist ja nicht mal in den Strafraum, nicht einmal überhaupt in den Strafraum angekommen. Ganz genau, Alter. Die Frage ist, jetzt mal ohne Scheiß, die Frage ist völlig berechtigt. Ja? Wir haben die ersten 4 Ecken zurückgespielt bis auf die Mittellinie, Alter. Da musst du dich jetzt nicht über die Frage lustig machen. Ja, er hat es da ein bisschen überspitzt mit dir und einmal ging es ins Aus. So. Beantworte die scheiß Frage, Alter. Das ist eine berechtigte Frage. Was ist das für eine Herangehensweise? Nochmal. Wenn du dir keine Chancen erspielst, dann spiele ich meine Ecken wie unter besten Guardiola-Zeiten, Alter, bis zur Mittellinie zurück, oder was? Junge, was ist das für ein Drecksfußball? Dann ja, was? Müssen wir das in Zukunft besser machen. Wir wurden bis vor dem Spiel noch, glaube ich, wir sind mit die stärkste Mannschaft bei Standardsituationen. Aber ja, wenn Sie es da dann aufhängen wollen heute, dass uns das Leverkusen gestern gezeigt hat, wie man das macht, dann ist es heute schwer daran zu widersprechen. Sorry, ich fand, ja, jetzt, man hätte das weglassen können mit diesen Leverkusen. Da wollte er natürlich ein bisschen provozieren, verstehe ich schon. Aber der Sinn der Frage ist ja da. Warum haben wir die ersten 4 Ecken bis zur Mittellinie zurückgespielt? Anstatt sie in den Strafraum zu schlagen. Wo ist der Sinn? Okay, dann hier nochmal die Bildzeitung, David Verhoff bitte, und dann hier noch als letztes. Vielleicht eine Frage an Ole Werner. Die Bayern suchen ja noch einen Rechtsverteidiger. Hätten Sie Ja, der war schon bei uns, der Mitchell Weiser. Der war schon bei uns, aber konnte sich nicht. Dass Mitchell Weiser sich mit solchen Leistungen noch in den Fokus spielt? Ja, heute ist es, glaube ich, schwer, Einzelne hervorzuheben, weil wir insgesamt als Mannschaft überragend gespielt haben. Ich glaube, da kann man die Position durchgehen. Dass Mitch am Ende des Tages trotzdem das Tor macht, ist kein Zufall, weil das eine außergewöhnlich starke Leistung auch von ihm war, offensiv wie defensiv. Ist für uns einfach ein Unterschiedsspieler, muss man so sagen. Sind total froh, dass wir solche Fußballer in Bremen haben. 2. Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg, an dem er auch schon seinen Anteil hat, und hoffen, dass wir ihn auch weiter in Bremen haben. Situation bei ihm ist auch bekannt, dass wir ihn alle sehr schätzen und auch jeder weiß, warum, glaube ich, ist zumindest dann heute deutlich geworden. Und bin ich froh, solche Spieler trainieren zu können. Dann noch Philipp Schneider für die Süddeutsche, bitte. Ja, hallo Herr Tuchel. Es kam ja in den letzten 20 Minuten dann doch durchaus noch mal ordentlich Schwung auf. Würden Sie sagen, das lag an dem Personal oder lag das an einem Change of Mind, oder wie ist das zu deuten, und wie ernsthaft hatten Sie erwogen, zur Halbzeit so einen Wechsel vorzunehmen? Ja, ganz genau. Ja, ich war kurz davor, aber... Ich war kurz davor! Alter, mir fällt hier gleich wieder ein Ei aus der Hose. Ich war kurz davor, aber dann dachte ich mir, ach nein, sind ja alles gestandene Spieler, die sind ja super erfahren, die können schon den Schalter umlegen. Ich wollte auch den Spielern, ich bin ja mit denen zusammen die ganze Woche, deshalb wollte ich denen auch die Chance geben und Vertrauen geben. Da hätte man aber spätestens nach 10 Minuten sehen können, Alter, es reicht nicht, da hättest du reagieren können. Punkt. Da hättest du mal ein Zeichen gesetzt. Aber wieder die Sicherheitswechsel so bis zur 65. oder 70. warten, da tue ich keinem mit weh, das ist jetzt normale Wechselfenster. So, da mache ich kein Statement mit. Alter, Wechsel nach 45 Minuten, aber wenn du siehst, die kommen nach 5 Minuten aus der Halbzeit und es ist dieselbe Grütze, dann wechseln in der 50. aus, dann machst du mal ein Statement. Ja? Wir sind erstmal ganz ruhig geblieben, das Gesicht zu zeigen, das ich auch von ihnen kenne. Am Schluss war es mit Sicherheit keine Frage der Taktik. Es war, glaube ich, heute das ganze Spiel über keine Frage der Taktik. Weil am Schluss war es natürlich extrem offensiv und fast schon Harakiri. Aber so wie Sie gesagt haben, das Personal war ein anderes, das Mindset war ein anderes, 100%. Aber 20 Minuten reichen nicht als Invest, um die Ziele zu erreichen, die wir uns stecken. 20 Minuten ist nicht für was wir unterschreiben. Wenn wir für einen Club wie Bayern München unterschreiben, dann unterschreibst du für 100%. Das gilt für den Trainer, das gilt für die Spieler. Das haben wir nicht geliefert heute. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank Ihnen. Schön. Wahre Schlussworte von Thomas Tuchel. Ja, ich fand seine Antworten gut, außer mit dieser Eckengeschichte, aber ist ein bisschen dünnhäutig geworden.
hat man aber auch verstehen kann, nach so einer Niederlage ist er natürlich auch angepisst. Ich denke, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Ja, 7 Punkte hinter Leverkusen. Die so performen, wie sie performen, der ist ja auch nicht doof. Ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der Thomas. Aber vielleicht wird er jetzt mal wach. Ja, hat er den Kimmich heute schon ausgewechselt, wo man darüber diskutieren kann. Aber vielleicht wird er jetzt mal wach und es wird mal gegen Union mal Konsequenzen geben. Ja, dass wir vielleicht mal so Mathis Tell von Anfang an sehen, weil das hat er sich auf jeden Fall verdient heute. Und dass wir vielleicht so einen Conny Leimer auch mal im Mittelfeld sehen und dann so einen Josh einfach mal als Rechtsverteidiger. Ja. Und dann haben wir schon eine andere Struktur im Spiel. Ja, und das wären halt mal Reaktionen. Wenn er jetzt gegen Union Berlin wieder dieselben Kack-Spieler auf dieselben Kack-Positionen stellt, wie es die ganze Saison der Fall ist, dann ist der Zug komplett abgefahren in unserem Club. Egal wie das Spiel dann ausgeht. Ja, dann ist der Zug abgefahren. Sag ich euch, wie es ist. Also dann Clara, wie er es hier gesagt hat, jetzt anderes Personal war auf dem Platz. Das hat 70 Minuten lang nicht gereicht vorher. Das hat er jetzt klar kritisiert. Wenn er dann dieselben Spieler wieder auf dieselben Positionen stellt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann ist der Zug abgefahren. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis Dienstag. Tschüssi.